Hey, was für coole Songs, hä? Was für coole Kids. Ich will jetzt mal kurz fragen, wer kann die Lieder schon fast nicht mehr hören? Weißt du, man hat es ja die ganze Woche schon geübt und so. Niemand so gut, so gut. Und die es immer gehört haben, oder? Das ist jetzt der heutige Morgen, weil ich habe gedacht, wenn wir schon beim David sind, in die ganze Woche, dann bleiben wir am Sonntagmorgen natürlich auch beim David und wir wiederholen das jetzt nochmal ganz gut, weil Wiederholung ist ja irgendwie die Mutter vom Lehren. Dann haben wir die Geschichte nachher wirklich drin, die vom David, oder? Nur, es ist ja so, dass wir bei dem Musical, das wir aufgeführt haben, was ja sensationell war, beim Goliath stehen geblieben sind. Und wenn man beim Goliath stehen bleibt und bei der Berufung, das ist eine super Geschichte, das ist wirklich so, halt wirklich super. Und eigentlich würde ich sie auch so erzählen. Aber die Geschichte geht noch lang weiter. Und es hat noch ein paar Geschichten dabei, die nicht so ganz glorreich sind wie die Goliath-Geschichte und nicht so ganz glorreich wie die Berufung ist. Und wir schauen das wirklich ganz an. Die ganze Geschichte heute Morgen, einmal ganz kurz, so ein paar Punkte, wo wir hineintauchen in die Geschichte von David. Damit wir sie so richtig ungefiltert können auf uns wirken lassen. Weil Menschen tun ja sehr gern filtern. So im Sinn von, es ist ja nicht so schlimm gewesen, was da passiert ist. Es war ja nur ein kleiner Fehler gewesen und die Millionen sind verschwunden. Sagt ein Banker zum Beispiel. Oder dann gibt es so Sachen, wo man ein bisschen schön schminkt und sagt, ja, da passt es mir und so, lassen wir es doch. Und die dunklen Seiten oder so, die grauen Sachen, die erzählen wir gescheiter nicht. Und das ist das, was wir heute Morgen anschauen miteinander. So das Ungefilterte, alle Hochs, alle Tiefs oder einige Tiefs vom David seinem Leben. Und gerade denken dann vielleicht so ein bisschen, ja, das stimmt, die anderen machen das und so weiter, aber ich bin doch eigentlich einer, der immer das recht ehrlich nimmt. Und ich habe da Statistiken, ich muss euch sagen, ich habe sie selber kreiert, oder? Basierend auf meinen Erfahrungen. Es sieht zwar schön aus, aber es ist nie jetzt irgendwo in einem Heftchen rausgefiltert. Und die habe ich euch da mitgenommen. Es ist so ein Kuchendiagramm. Und wenn lügen die Leute am meisten? Oder? Das ist von Geschlecht ein bisschen unterschiedlich, beim Gewicht und beim Alter, oder? Da könnte man es ein bisschen verschieben. Aber eigentlich lügt man am meisten, wenn dich einfach einer fragt, wie geht's? Ja gut, eigentlich. Und da habe ich mir überlegt, was heisst eigentlich? Oder weil so viele Leute sagen da gut eigentlich. Und dass sie sagen, es ist gut, oder? Und das Gut ist ja so ein bisschen das, wo man muss sagen, ja, kann es einem in der Schweiz eigentlich schlecht gehen. Im Vergleich mit dem Rest der Welt wäre ja irgendwie nicht ganz fair, wenn man würde sagen, schlecht. Weil ich habe das Bett, das Dach über dem Kopf, Bett, Essen, alles und so. Aber darum sagen wir eben nicht schlecht, sondern eigentlich gut. Und wenn man das schauen, was es Synonym gibt für eigentlich, oder, dann heißt das in Wahrheit. Oder man könnte dann so sagen, ja gut, aber. Oder mir geht es gut, aber. Und wir wollen am David seine Geschichte, sein Leben eigentlich anschauen, also in Wahrheit anschauen. Jetzt muss ich schauen, sonst sage ich das Wort natürlich die ganze Predigt durch, oder? Das ist so ein... Wenn wir das anschauen, im Sinn von, wann ist es ihm gut gegangen und wann ist es ihm eigentlich gut gegangen. So ein bisschen, wenn jetzt der Jonathan kommt und so, hey David, wie geht's? Dann schauen wir mal, wie er in welcher Geschichte wie geantwortet hätte. Und das Schöne daran ist, die ganze Geschichte von David, die steht in der Bibel. Und die Bibel ist eben so ein ungefiltertes Buch. Sie sagt nicht, jubelt der David in die Höhe auf und das ist jetzt der König, den es gibt, sondern sie sagt knallehrlich, was gelaufen ist. Und das macht sie in jedem Lebensgeschichte, wo sie präsentiert, wo man nachlesen kann. Alles knallehrlich. Es gibt nicht irgendwie etwas vorgegaukeltes und so weiter, sondern es ist knallehrlich, es ist ungefiltert und das gibt für mich einen von diesen vielen Beweisen, um zu sagen, hey, die Bibel ist wahr. Weil wenn ich sie geschrieben hätte und ich hätte irgendetwas zusammenbauen, hätte ich natürlich nur die guten Seiten rausgestrichen. Und das ist für mich so ein Punkt, wo man sagen, genau, das ist ein Grund, warum die Bibel wahr ist. Ein kleiner Grund von vielen. Und jetzt, wenn wir eben miteinander schauen, ich habe das da schon ein bisschen vorbereitet, damit ich da nicht ganz so allein bin auf dieser Bühne, die ist schon gross, sonst steht ja einmal noch ein Piano und so, dann haben wir das da, wir können drauf schauen, oder? Wir haben eigentlich die Sachen, wo der David würde sagen, gut, und da haben wir die eigentlich gut.
Und wir gehen zuerst, wie immer, zu den guten Sachen, oder? Da bleiben wir. Und da haben wir ja schon eine Erfahrung, oder? Wir haben das gesehen im Musical, die Berufung. Und das ist wirklich eine ganz coole Sache, die Berufung, oder? Da kommen zuerst die schönen Brüder, die starken Brüder und so weiter, oder? Und der Samuel schaut und sagt, nein, oh, der wäre super, der ist so ähnlich wie der Saul, gross und stark. Nein, der ist es nicht. Und dann im Musical hast du noch einen und der Isai sagt noch schier, nein, ich habe keinen, doch, mal, ich habe da noch einen. Und der hat den schier vergessen. Und dann kommt die Berufung. Vom David. Der kommt ein bisschen, stinkt nach Schaf, oder? Und kommt dann noch so ins Haus rein, wird von den Dienern eigentlich geholt, sonst von der Familie hat sich niemand aufgemacht, ihn zu holen. Und dann wird er zum König gesalbt. Und ich würde sagen, wenn man da ihn fragen würde, bei der Berufung, da ist der kleine David ist rausgelaufen und wenn einer ihn gefragt hat, hey, wie fühlst du dich, wie geht's dir? Hey, gut, es geht mir gut, ich bin berufen, ich werde eines Tages König, so gut. Das gehört sicher da rauf, oder? Und das Schöne ist, was wir da drin sehen, dass eben Gott nicht auf das schaut, was man von außen sieht. Ich habe einmal predigt, und es hat so Leute gehabt, wie ihr, Gäste zum Teil, oder, die das erste Mal in der Kirche rein waren. Und ich habe früher noch, die Angewohnheit gehabt, ich habe wirklich immer mich rausgebützelt mit einem Hemd und auch eine Krawatte angehabt. So. Das war so ganz am Anfang, wo ich dachte, das muss ich noch machen, um ein bisschen Eindruck zu schinden, oder, mit meinem schönen Krawattchen und so. Aber damals habe ich sie vergessen und ich hatte da nur so ein T-Shirt angehabt und bin im T-Shirt am Predigen. Und dann kommt doch einer von diesen Gästen zu mir und sagt, ich finde es super, hast du keine Krawatte angehabt, weil ich glaube keinem, der eine Krawatte anhat, oder? Und dann ja gut, das ist eine Lebenseinstellung, oder? Ja, kann man so machen, oder? Dann glaubst du aber wenig Leute, oder? Also ja, je nachdem. Von den Politikern, oder? Die haben alle immer die Rot an und dann immer so gestreift, weil das ist wichtig, wegen so oder so. Und Gott schaut genau nicht auf so Zeug, sondern er schaut aufs Herz. Und da hat es auch ganz ein gutes Lied drin gehabt, beim Musical, wo das so rausschält, oder hey, Gott schaut aufs Herz. Und der David war eben einer, der ein gutes Herz hatte. Er wird eigentlich ja der Spitzname, wo ihm gegeben worden ist, von dieser Berufung her, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und das haben wir da im 1. Samuel, steht das. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Und darum kann ich ohne schlechtes Gewissen immer in die vordersten Reihen hineinhocken, oder? Da sitzen nämlich nicht nur die Besten, die ist ja leer, da hat sich niemand getraut, da reinzuhocken, oder? Sondern es kann jeder da hinein sitzen, oder auch in der hintersten Reihe. Gott sieht genau das, dein Herz, und nicht, wo du sitzt, ob du den Ehrenplatz irgendwo nimmst oder nicht. Er sieht dein Herz an. Und das ist der Spitzname, den er da überkommt. Und dann kommen wir zur zweiten Geschichte. Ein paar Kapitel später, die haben wir auch noch gesehen im Musical, das ist die Geschichte mit dem Goliath. Wo der David sagt, ich kämpfe gegen den. Ich gehe für sie, ich lasse das nicht zu, dass so ein Ries meinen Gott beleidigt. Und dann geht der und er kommt nicht in seinem Namen. Das finde ich dort das Entscheidende an dieser Geschichte, an dieser Begebenheit, oder? Wo der David sagt, weisst du was? Ich kämpfe nicht in meinem Namen. Es geht mir nicht darum, dass der David nachher in aller Munde ist oder dass ich dann der Hero bin oder irgendwie so, sondern ich komme im Namen Gottes. Und das ist so auch das, was wir da in der Bibel lesen, oder? Du, Goliath, trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Also ein voll bewaffneter Mann gegen einen Hirtenbub. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. 1. Samuel ist das auch, ein paar Kapitel später. Und das ist das, was ich so gewaltig finde, wo der David gecheckt hat, schon als kleiner Bub, wo vielleicht das Herz auch wieder zeigt, oder? Er kommt nicht in seinem Namen, sondern im Namen Gottes, vom Allmächtigen. Obwohl, was mich da ein bisschen stutzig macht, er tut sehr genau seinen Brüder fragen, was ist denn die Belohnung eigentlich, wenn man kämpft, oder? Das merkt man, der kommt da ziemlich genau so. Kannst du mir das nochmal sagen? Was kommst du über? Die Frau und Tochter vom König und so? Das ist vielleicht schon ein bisschen, aber insgesamt kommt er im Namen vom Herrn und Gott so durchs Leben. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert, dass er sagt, weißt du was? Es geht nicht um meinen Namen in erster Linie, sondern Gott soll gross gemacht werden. Mein Leben soll da dazu dienen. Und darum, wenn du ihn fragen, so kurz nach dem,
würde ich glaube sagen, er ist von dem Schlachtfeld gekommen, oder? Und dann hat seine Familie, seine anderen, die dort im Krieg sind, hey, wie geht's David? Und er sagt, ja gut. Der Herr hat mir geholfen. Er hat mir den Goliath in seine Hand gegeben. Da ist er gut angestanden, oder? Da ist nachher seine Karriere losgegangen, wenn man so will. Und wenn man weitergeht, oder, was er so an Kriegssachen angeht, beim David, der war ein genialer Stratege. Gott hat ihm geholfen in diesen Kämpfen gegen die Feinde. Und ja, ich weiss, er war ein grosser Krieger und Krieg ist nichts Gutes, aber wisst ihr, damals war das ein bisschen anders. Der Einkaufstourismus hat ein bisschen anders ausgesehen. Du bist nicht als Schweizer über die Grenze und hast den Laden leer gekauft. Nein, du hast gerade das ganze Dorf besetzt, oder? Und die Grenzen noch ein bisschen erweitert. Und dann haben die anderen gesagt, das lasse ich mir nicht bieten, der Migros gehört mir, oder was es immer ist, ein deutscher Spar oder so, und haben dann wieder zurückgeriegelt. Und das war dann der Einkaufstourismus damals, oder? Und das ist Herd auf Herd und Dorf um Dorf ist der Kampf gegangen. Und immer schön am Frühling, jetzt so, oder, denkt, ja, alles sprießt, wir kaufen, schauen wegen der Bikini-Figur, oder, schauen uns neue Shopping-Sachen. Und damals ist es halt los, jetzt ist Krieg, oder, jetzt nehme ich mein Ding und jetzt gehen wir wieder dem Nachbarn ein bisschen Sparringspartner schauen. Und da drinnen ist der David ein Held gewesen, weil er ist weise gewesen, wenn er seine Krieger eingesetzt ist. Er hat mutige Leute ausgelesen und er hat eben auch gewusst, ich sage jetzt, das eine ist ja stärker sein im Kampf. Und das andere ist so schlau sein, dich so zu positionieren, dass der andere Schiss hat und dich nicht angreift. Und auch da ist Gott mit ihm gewesen. Auch da ist Gott mit ihm gewesen, dass sein Gegner hat sich manchmal gefürchtet, sich gar nicht getraut und gleichzeitig hat der David Weisheit gehabt, seine Männer so aufzustellen, dass etwas fürschen geht. Also er ist ein guter Krieger gewesen. Wirklich ein Held. Und das lesen wir, sogar seine Feinde haben gesagt, logisch, das ist nicht der David da, der Anführer der Israeliten. Für den, wo sie tanzt haben und gesungen haben, Saul hat 1000 Mann erschlagen, David aber 10.000. Da sieht man so ein bisschen den Raum, der da mitschwingt, oder wo Gott ihm gegeben hat, wo Gott den David gebraucht hat. Und wenn wir das da sagen, oder Goliath haben wir da, dann haben wir da einen Krieger. Oder? Das ist eine Sensation. Wenn er aus dem Schlachtretto kam und mir ihn gefragt hat, hey, wie geht's? Ja, gut, Mann, gut. Ich habe wieder zurückerobert, ich konnte verteidigen, ich habe Weisheit gehabt, wenn ich meine Leute einsetzen soll. Und weil er so ein guter Krieger war, ist er auch ist er auch König geworden und hat immer mehr Einfluss bekommen. Und ist König geworden und er ist recht lang König gewesen. Er ist 30 Jahre König gewesen. Und das lesen wir im 2. Samuel nach. David war 30 Jahre alt, 40 Jahre. Er war 30 Jahre alt, als er König wurde. Er regierte insgesamt 40 Jahre lang. Zunächst 7,5 Jahre in Hebron, das ist so stückweise Etappe gewesen, und dann als König über Juda und dann 33 Jahre in Jerusalem als König über Israel und Juda. Also über das ganze Land hat er können regieren. Das ist der David als König. Und wenn man ihm da würde sagen, hey, Krieger, und da schreiben wir noch König, dann müsste man sagen, hey David, wie geht's? Ja, gut. Mir geht's so gut. Ich sage dir, ich bin ein gesegneter Mann. Jetzt kann ich regieren über das ganze Volk, kann schauen, kann für sie gut tun, kann dort sein. Wow. Das sind wirklich gute Sachen. Aber wie schon gesagt, die Bibel schaut halt genau her. Und ich von meinem Ding her würde sagen, man, das ist schon mal ein König, oder? Da würde ich schon ein Geschichtsbuch drüber schreiben. Den lassen wir so, oder? Machen wir. Das ist gut, passt. In 1000 Jahren merkt das niemand mehr, ob da noch etwas anderes war. Oder? Aber die Bibel ist eben genau anders. Sie sagt ehrlich, wie es ist. Und wir täuschen nichts vor. Weil der David hat gewisse Sachen, wo er dann eben sagt, ja, es geht mir nur eigentlich gut. Oder gut, aber. Und viele Sachen waren, weil er selber die Schuld war. Das hat er dann auch selber wieder auslöffeln müssen. Aber dann gibt es auch Sachen, wo er gar nichts dafür kann. Wo er einfach seinen Erfolg hatte und dann ist Eifersucht gekommen. Und dann haben sie ihn verfolgt. Dann hätten den Saul umbringen. Und der Saul ist ihm nah bis in die Wüste raus, oder? Und wenn du dann gefragt hast, hey David, wie geht's? Dann hat er gesagt, ja, eigentlich gut. Aber ich verbringe mein Leben gerade auf dem WC vom Saul. Oder? Wo er in der Höhle hineingehockt ist. Und der Saul kommt dort rein, das stinkige Runde, wo hinten rauskommt.
oder, so aufs WC zu gehen. Und der David, der ist hinten dran und könnte ihn umbringen. Und so hat er sein Leben verbracht. Eine gewisse Zeit lang. Und da kann er sagen, ja, eigentlich gut. Weil ich bin ja ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott ist mit mir. Gott hat mir so viel Erfolg geschenkt. Aber zur Zeit hocke ich gerade in dieser Höhle. Und der Geschmack, der dort entgegenkommt vom Saul, ist nicht so besonders, oder? Und es ist traurig und es tut weh, so etwas zu erleben. Und er ist verfolgt worden, 2-mal vom Saul. Und er hätte den Weg abkürzen können. Ich meine, wenn du im Dunkeln in dieser Höhle hockst und der andere ist irgendwie auf den Knien am Schiessen und du hast dein grosses Messer dabei, ich meine, dann könntest du geschwind abkürzen. Und die Verfolgung wäre beendet. Ja, nein. Der David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Der hat genau gewusst, auch der Saul ist eingesetzt von Gott als König. Ich bringe doch keinen um, wo Gott einmal eingesetzt hat. Das mache ich nicht. Und das zweite Mal ist der David mit einem Kollegen durch die ganze feindliche Linie durchgeschlichen, die der Saul aufgebaut hat, auch, wo er den David verfolgt hat. Er ist durch die erste Linie durch, er ist durch die zweite durch und bis ins Zelt vom Saul hineingeschlichen. Und hat ihn nicht umgebracht. Er hat nur einen Beweis geholt, dass er dort war und gesagt, weißt du was, schau, da bin ich und ich habe dich nicht umgebracht. Ich meine es gut, ich bin ein guter König, ich bin ein Mann nach dem Herzen Gottes, hör auf, mich zu verfolgen. Und der Saul hat beide Mal gesagt, ja, ist gut, ich ziehe wieder ab, es tut mir leid. Und dann, wenn du ihn fragst, wie geht's, dann sagt er, gut, aber das Leben ist wirklich jetzt gerade nicht zu mir. Und das zeigt die Bibel auch. Und da hätte ja der David gar nichts dafür können. Das ist der Segen, der über dem David ist, der das ausgelöst hat, ein Stück weit. Und auf der anderen Seite ist er verfolgt worden. Also der David war ein guter König, aber irgendwie hat er es nicht so mit dem Papi sein. Der hatte ja auch noch Familienintrigen gehabt. Der hat einen Sohn gehabt, einen coolen Typ, lange Haare, schön, und der hat so eine Verschwörung gegen ihn angezettelt, oder? Und schon wieder, der David hat eigentlich nichts dafür zu tun gehabt, aber der Sohn hat da überhaupt keinen Respekt gehabt. Und hat den David zum Land ausjagen, oder? Und sagen, weißt du was, mit dir, du gehst weg und ich nehme den König, ich wie der nächste Nachfolger und. Und der David, schon wieder hat er Verfolgung erleiden. Schon wieder hat er Jerusalem verloren, hat seinen Palast verloren und hat mit irgendwie so 600, 700 Leuten, das sind so die restlichen, die noch geblieben sind, oder? Hat er sich verziehen. Und dann ist es zum Kampf gekommen. Und bei dem Kampf hat der David einen Befehl gegeben und gesagt, wenn ihr den Abschalom verwünscht, weil wahrscheinlich gibt Gott ihn in meine Hand, weil ich ein gesegneter Mann bin, ich weiß das. Ihr tötet ihn nicht. Ich will mit ihm reden, ich will ihm vergeben und ich will mit ihm weitergehen. Ja, es ist dann so gekommen, dass das wahr geworden ist, oder? Der Absalom und seine Leute haben verloren und er reitet mit dem Maultier Vollgas davon, oder? Und hängt da in so einem Baum mit seinen goldigen Locken und hängt dann so dort, oder? Und ich meine, das ist irgendwie tragisch, oder? Der Hang steht da, mit der ja, ich meine, stell dir das mal vor. Und da kommt der erste Diener und der weiß genau um den Befehl vom David und sagt, hey, ich mache nichts, der ist jetzt außer Gefecht sozusagen, oder? Ich hole meinen Vorgesetzten und sage es dem. Und der hat gesagt, weißt du was, ist egal, was der David gesagt hat, und er hat einen Speer genommen, und dann hat er einen zweiten Speer genommen, und den dritten, alle ins Herz. Und dann ist er noch so halb gelebt und seine Waffenträger haben dann den Garaus gemacht am Abschalom. Und da merkst du auch den Unterschied, wenn du die Geschichte liest, das war ein Mann, der nicht nach dem Herzen Gottes war. Der den Sohn vom König umgebracht hat. Einfach so. Gegen den Befehl. Und da merkst du so ein bisschen den Unterschied in diesen Geschichten, wo sind ehrenhafte Männer und wo nicht. Puh. Also da können wir schon sagen, oder? Also das Leben ist also recht turbulent gewesen. Mit Hochs und Tiefs und Hochs und Tiefs. Und da haben wir noch eine Geschichte. Die kommt immer. Haha, die lacht. Joni, Theologie studiert, der weiß, was kommt, oder? Ist klar, aber ihr habt die Bibel auch schon gelesen, kennt die Geschichte, die kommt immer, da kannst du vom David reden, wenn du willst, die musst du bringen. Das ist sein Ehebruch. Und da, bei der Verfolgung, da kann er doch nichts dafür. Aber beim Ehebruch hat der David bewusst wirklich Mist bauen. Im Quadrat Mist. Also im Kubik. Wirklich, weißt du,
Der sitzt auf seinem Balkon und es ist Frühling. Und was macht man am Frühling? Das habe ich schon erzählt. Man geht in den Krieg. Und der David, was ist er? Er ist der Heerführer von seinem Volk, oder? Also vom ganzen Heer. Warum ist er auf dem Balkon? Was macht er nicht? Und wisst ihr, was für mich gilt? Gilt auch für den David. Müßiggang ist aller Laster Anfang. Wenn ich nicht beschäftigt bin mit irgendwie, darum habe ich so viel Ämter im Haushalt, oder? Dann mache ich es euch. Irgendetwas kommt mir dann schon in den Sinn und dann hecke ich das aus und dann, ja, ist wieder so, also nicht so schlimm wie der David, oder? Das ist schon klar. Aber einfach so prinzipiell funktioniert das bei mir genau gleich. Und beim David eben auch. Der steht, dann schaut er so raus und dann, oh, und dann holt er den Uriah und will ein bisschen versuchen, dass der auch noch mit dieser Frau schläft, damit man sich ein bisschen vertuschen kann, dass vielleicht das Kind gleich vom Uriah ist und so weiter. Dass es, genau. Aber es funktioniert alles nicht und am Schluss gibt es einen Mord. Wo der David den Befehl gibt, den Mann umzubringen. Und das ist wirklich so tief. Als König kannst du gar nicht gehen. Ich schreibe jetzt da noch hin. Bathseba. Und das ist wirklich dann, hey David, wie geht's? Eigentlich gut, aber ich will gar nicht darüber reden. Weil er weiß, was er gemacht hat. Und das ist so das Leben vom David. Mit absoluten Höchst, mit absoluten Tiefs. Und so sehen wir das und so zeigt uns das die Bibel. Und das finde ich eben das Sensationelle daran. Dass sie uns das zeigen, dass das bewegte Leben da ist. Dass David hat Höchst und Tiefs und selber die Schuld und nicht selber die Schuld und so weiter. Und das ist genau das, was ich so ehrlich finde an der Bibel. Aber in all dem inne, was er da unten miterlebt hat und was er da oben miterlebt hat, hat der David nie aufgehört, um Entschuldigung zu bitten. Oder wenn ein Prophet kam oder Gott zu ihm geredet hat, dann hat er immer auf ihn gehört. In der tiefsten Tiefe, in der grössten Schuld, die er gemacht hat, war er nie schade oder stolz zum Umkehren. Das hat er nie gemacht. Er war immer bereit, um Vergebung zu bitten, für sich und anderen zu vergeben. Zum Beispiel am Absalom hätte er es wahrscheinlich vergeben, wenn er es überlebt hätte. Und warum weiss ich das? Weil der David hat Psalmen geschrieben, der hat Lieder geschrieben, das war ein Rockstar zu seiner Zeit damals, also mehr so mit den Harfen. Aber hey, der hat Bußpsalmen geschrieben. Der hat Bußpsalmen geschrieben und der wäre für jeden Banker, der einen Mist baut und für jeden von uns, der einen Mist baut, ein Vorbild über diesen Buß. Über das, was er geschrieben hat, wie es ihm leid tut, wie es ihn tief im Herzen gereut. Du barmherziger Gott, sei mir gnädig. Lösch mein Vergehen aus, denn du bist voller Erbarmen. Wasche meine ganze Schuld von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Wenn das nicht Selbsterkenntnis ist. Wenn das nicht Selbsterkenntnis ist und herzustehen und sagen, es tut mir leid, Herr, ich habe gegen Gott, gegen Menschen und gegen dich gesündigt. Denn ich erkenne mein Unrecht, meine Schuld steht mir ständig vor Augen. Gegen dich habe ich gesündigt, gegen dich allein. Was du als böse ansiehst, das habe ich getan. Und dann ist er auf Knie und er hat um Vergebung gebetet. Und ich meine, es ist nicht nur ein Psalm, oder? Das ist jetzt aus dem 51, aber da gibt es den 32, da gibt es den 130, den 143, den 38 und den Psalm 6. Alles Bußpsalmen, alle von dieser Tiefe da unten geschrieben worden. Entweder in Not oder wo der in grosser Schuld war. Und das ist so ein Vorbild für mein Leben, weil eben Müßiggang ist aller Last am Anfang. Wieder hinstehen und sagen, hey, mein Herz, es blutet, es tut mir leid. Und dann weiss er ja auch, er hat einen barmherzigen Gott und du und ich haben das auch. Wir reden ja vom gleichen Gott, der uns wieder vergeben kann und wieder aufstellt und dann wieder weitergeht. Und das spielt nie. Gott sucht nicht den perfekten König, das hat er noch gar nie gesucht, aber er sucht einen König mit so einem Herz. Und er sucht nicht einen perfekten Elias und einen perfekten, wer heißt alles, Dave da rein oder David, oder er sucht nicht, ja genau, oder er sucht nicht so einen perfekten Mensch. Das gibt es nämlich gar nicht. Es ist logisch, dass bei jedem das kommt, wie geht es eigentlich gut oder gut aber. Das ist ganz normal. Er will mit dir von da unten auch wieder da raufgehen und er will mit dir durchs Leben gehen, egal ob hoch oder tief oder wo du auch immer gerade stehst. Und so hat der David das Lied geschrieben. Ich finde, das wäre so ein Ohrwurm von der heutigen Zeit, so ein
Ja, nein, nicht ein Sommerhit, sondern viel mehr, oder? Und das ist der Psalm 23, wo er so sensationell geschrieben hat, wo er all die Hochs und all die Tiefs hineingesetzt hat, oder? Wo er selber und so weiter verbockt hat. Und er schreibt dort, der Herr ist mein Hirte. Ob da oder da. Der Herr führt mich. Der Herr tröstet mich. Wohl eher unten. Der Herr, deckt mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Das ist der Psalm 23. Und der ist so sensationell. Der beschreibt so das ganze Leben, das ganze Hoch und das ganze Tief. Und Gott ist immer da. Er ist immer da. Egal, ob du im Hoch oder im Tief bist. Wenn du zu frischem Wasser oder auf grünen, matten Wiesen unterwegs bist als Schäfli oder als Mensch oder in deinem Leben hinein, Gott ist bei dir. Und freut sich darüber und kommt mit dir mit und führt dich noch auf grünere Wiesen und geht mit dir als dein Hirt. Und wenn du im dunklen Tal hockst und wenn du im Todesschatten drin bist, so schreibt er das, Tod, das ist das, was dich verdrückt. Und Gott ist da bei dir. Und genau darum zeigt die Bibel eben keine heile Welt. Weil wir nicht einen Gott haben, der nur mit den Sieger und den coolen Typen ist. Sondern weil wir einen Gott haben, der da ist und da ist. Oder vielleicht sogar mehr da. Und mit dir den Weg wieder raufgeht. Den Weg wieder in die gute Zeit, auf die guten Wiesen geht. Und das finde ich so cool an der Bibel. Sie zeigt einen Gott, der immer da ist. Der mit dir ist. Sie gaukelt keine heile Welt vor, die Bibel. Das macht sie nie. Und das ist so gut, weil ich muss Gott auch keine heile Welt vorgaukeln. Der kennt sie ja. Der hat sie besucht. Jesus Christus ist auf dieser Erde da gewesen, hat die Zeit da gelebt. Und wisst ihr, Jesus hat einen ganz genialen Satz rausgehauen. Und zwar steht er im Johannes 10, da sagt er, ich bin der gute Hirte. Also Gott ist auf die Erde gekommen und hat dann in Anlehnung an den Psalm 23 gesagt er, ich bin der gute Hirte. Und die das gehört haben, die haben das geschnallt, dass er den meint, oder? Ein guter Hirte setzt sein Leben für die Schafe ein. Und das ist genau das, was, wenn wir da unten sind, dann ist er der gute Hirte und sagt, und ich setze mein Leben ein, um mit dir wieder auf den grünen Zweig zu kommen. Und das haben wir gefeiert. An Weihnachten, Jesus auf die Welt kam, aber dann auch am Kreuz, wo Jesus sein Leben gegeben hat, eingesetzt hat für dich und für mich, dass wir es eines Tages besser haben. Und an Ostern seine Auferstehung. Genau das haben wir gefeiert. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Da haben wir einen Hirt, der sein Leben einsetzt, damit es uns besser geht. Und so jemandem können wir vertrauen. Es ist vertrauenswürdig, wenn einer bei mir ist, wenn es mir schlecht geht. Wenn findest du die guten Kollegen raus? Denn wenn es dir gut geht, hast du 100 Kollegen. Wenn es dir schlecht geht, hast du vielleicht 10. Und das sind dann vielleicht auch gerade die Guten. Und genau so ist Jesus auch. Der hat es bewiesen, dass er auch bei dir ist in den schlechten Zeiten. Und da drin ist. Und so gibt es eigentlich immer einen Grund, mit Gott zu reden. Nicht, wenn du gerade auf einer guten Höhe bist, oder? Wo du kannst sagen, hey, jetzt bin ich gerade super König und jetzt geht es mir gut in meinem Leben und es ist alles tipptopp, jetzt kann ich zu Gott kommen. Nein, es ist ja dann auch, wenn wir tief haben, wenn wir in der Schuld drin sind, wenn wir einen Scheiß gebaut haben, dann können wir zu Gott gehen. Immer wieder. Wenn du glücklich bist, wenn du im Todesschattental bist, können wir immer wieder zu Gott gehen. Wenn es dir gut geht oder wenn es dir eben nur eigentlich gut geht, können wir zu Gott kommen und bei ihm andocken, mit ihm reden, weil er ist der, der sagt, ich bin der gute Hirte. Und wenn dir Vater angenehm ist, dann geh zum Vater im Himmel. Er ist der gute Hirte. Wenn dir Jesus angenehm ist, wenn er dir näher ist, rein von dem, wie du die Bibel verstehst und liest, dann geh zu Jesus. Er sagt, ich bin der gute Hirte. So wie es der David gemacht hat. Und vielleicht hast du ja eines Tages einmal gesagt, hey, ja, mit dem guten Hirt gehe ich durchs Leben. Und das Leben hat dich irgendwie weggespült von dem Hirt. Mit irgendwelchen Situationen, die dumm verknüpft gegangen sind, die ein bisschen so in dieser Richtung sind, wo du vielleicht gar nichts dafür hast können und wo du den Gott vergessen hast und der Jesus gesagt hast, come on, ich schaffe es selber, irgendwie muss es gehen. Und auch dann
können wir zu ihm kommen und sagen, hey Herr, da bin ich. Ich will das wieder erneuern. Ich will wieder den guten Hirten in meinem Leben haben. Ich will wieder mit dir den Weg gehen. Und so, ich meine, was wäre eine Predigt ohne Aufruf am Schluss zu einer Tat? Oder wir haben als Prediger, hast immer, also ich in meiner alten Bibelschule, die ich mal gemacht habe, hat es das EVA-Prinzip gegeben. Ja? Erklären, veranschaulichen und dann das A für anwenden. Und wir wollen das anwenden. Heute Morgen. Ich meine, wer geht in einen Ernährungskurs und ernährt sich nachher immer noch von McDonald's? Oder? Niemand. Wer kommt in die Kirche und verändert nicht etwas in seinem Leben? Alle. Ja, nein, niemand. Und genau darum möchte ich euch bitten, oder? Dass wir in dieser nächsten Zeit, wir machen jetzt hier Musik und die Musiker sitzen dort hinten. Und das ist eine gute Sache, weil wir beten ja nicht Musiker an, sondern Gott. Und dann ist schön, die Bühne da ist nachher leer. Und da ist Platz für Gott. Und wenn du in einem Höch bist, oder ansatzweise in einem Höch, hey, dann kommen wir da zusammen. Und da führen wir ein Freudenfest. Da hinten feiern wir das Freudenfest, an dieser Ecke da. Da können wir alle herlaufen und sagen, Herr, ich danke dir, dass du das und das in meinem Leben getan hast. Ich danke dir für das und das und das. Da gehe ich her, das sind die Guten, das sind die wow. Und da hinten, dort ist Klagemur, die Weiss, dort mit den Kerzen. Die ist da hinten. Und wenn du im Todesschattental bist und du da rein hockst und eigentlich weißt, hey, es läuft Scheiße in meinem Leben. Wirklich, ich bin da und ich bin nicht einmal die Schuld dran, weil der und der und der vielleicht Mist gemacht haben. Hey, dann darfst du dort hingehen. Dort haben wir ein Gebetsteam, wo du kannst gehen, wo mit dir betet und mit dir Fürschen gehen. Den nächsten Schritt probieren zu machen, dich durchbeten, ein Stück weit in dem hinein, wo die Gemeinschaft ist. Oder wenn gerade, genau. Und dann gibt es noch so das, wo ich denke, eben wenn dich das Leben so ein bisschen von Gott weggespült hat, durch den Alltag und den Trott und durch Kind und Zeug und Sachen und sagst, hey, ich sehe es gar nicht mehr. Ich will eigentlich etwas erneuern. Ich will neu den Hirten in mein Leben hineinlassen und da Fürschen gehen. Dann treffen wir uns dort hinein. Und überall hat es so ein bisschen Leute, die beten. Und, also da nicht, da könnt ihr selber Danke sagen, das schaffen wir noch ohne. Aber wenn du jemanden brauchst, der irgendwie beten für dich, dann gehen wir da hinten und beten. Und wenn wir sagen, ich will etwas erneuern, dann hat es da Leute in dieser Ecke, dort ist auch das Abendmahl, wo wir dann neu können sagen, hey Jesus, ja, ich will dich neu, ich will mehr. Und das ist der Aufruf von heute. Es ist natürlich völlig freiwillig. Es muss niemand nichts machen. Du kannst auf deinem Stuhl sitzen, du kannst vor deinem Stuhl stehen, du kannst die Augen zumachen, du kannst die Hände lupfen, Gott loben und preisen für das, was er gemacht hat. Du kannst die Hände lupfen in diesen Liedern und Gott sagen, hey, das und das läuft nicht in meinem Leben. Aber vielleicht ist es cool, mal ein paar Schritte zu machen. Mal zu sagen, ja, und ich habe mich an diesem Sonntag aufgemacht und etwas erneuert. Und ich kann euch sagen, da passiert etwas in deinem Leben, wenn du dich aufmachst. Und zwar vor 5, 6, 7 Wochen ist es her. Da bin ich da ans Kreuz gegangen. Und ich habe Gott wirklich wesentliche Fragen gestellt in meinem Leben. Über die Zukunft und überhaupt, oder? Und dann bin ich dort am Betten und ich gesagt, Herr, ich weiss weder ein noch aus, du musst mir einfach helfen. Und dann sehe ich da, ich sehe das erste Mal, dass da Bibelversli liegen. Es liegen da Bibelversli, oder? Also jetzt vielleicht nicht, aber dazu, und dann sehe ich, da hat es Bibelversli. Dann nehme ich den Bibelvers. Und ich nehme nicht den Obersten, man nimmt nie den Obersten. Das ist immer der drunter, oder? Und ich nehme den unten. Und es ist im Fall eine bessere Antwort von Gott in mein Leben schon lange nicht mehr bekommen. Und wenn wir etwas bewegen, wenn wir uns bewegen, dann passiert etwas, dann bewegt sich Gott auch. Er läuft ja mit in deinem Hoch und er läuft ja mit in deinem Tief. Er ist da. Und darum gehen wir jetzt in eine Worship-Zeit rein, wo wir uns bewegen wollen. Wo wir einen Schritt machen wollen, auf Gott zu oder unser Leid loslassen, anderen Menschen klagen oder uns einfach freuen. Da dürfen wir tanzen und gumpen, also dürfen das überall, aber wow. So, genug. Jetzt bete ich noch und ihr dürft aufstehen da dazu. Jesus Christus, da stehen wir. Die einen mit schwerem Herzen, Jesus, du weißt es. Die einen mit lichtem Herzen, du weißt es. Menschen, die weit weg sind von dir, auch die kennst du. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du uns alle gern hast. Dass du an jedem Ort, wo wir gerade stehen im Leben, so wie beim David, du bist doch immer dabei gewesen.
bist immer dabei gewesen und du bist heute Morgen da. Und du gehst mit jedem mit, du bist der gute Hirte. Und uns wird nichts mangeln, weil du da bist. Und du kommst mit in jedes Gebet hinein. Du kommst mit in jedes Freudegebet. Du hörst das alles. Und ich will dir einfach Danke sagen und dich loben und preisen. Dass wir nicht einen Gott haben, wo wir eine gute Leistung bringen müssen, sondern können einfach da sein, wie wir sind. Und Jesus, ich danke dir, dass du den David auf die Erde gestellt hast. Und dass er so ein Leben geführt hat, wo uns so ein Vorbild kann sein kann. Dass wir immer zu dir kommen können. Mit Freude und Leid.